Zo'n vrouw dat we hier kunnen top zijn, wel we eenmaal beten, nog eenmaal verder we wieder gaan. Vater, dankzij voor het woord wat u ons gegeven is. Dankzij dat het woord wat u ons geeft, dat het vollständig is en dat het woord machtvol en krachtvol is. En we nemen dat nu aan, alle bij zijn macht, jeder demon wat hier irgendein plan heeft, ons te indrukken, waar spreekt wie im Namen Jesus Christus en hij heeft geen kracht. En hier ist die Friede und die Liebe und die Freiheit von unserem Herrn Jesus Christus. Wenn wir yes ist vom Herrn, du hast die Freiheit. In die Namen Jesus. Amen. So, ich bin sehr froh, dass ich reden kann über das folgende Thema. Das ist ein Thema, das Gott mir wirklich hat, über ein Jahr trägt, als red mal von der merkende Serie von das. Das ist eine Reihe Botschaften. Nicht bloß ein Sinn, und ich will von dir anfangen, sehr gut, dass du hier bist. Und dass du den Anfang von das hier kommst, wenn ich glaube, das ist der Kern, oder das ist der Hort von dort, was wir in den nächsten paar Stunden über reden wollen. Du sind in der letzten Zeit so viele Personen, was hier aber waren und sind, dass geredet haben. Und dann habe ich meistens in der Stadt, wo ich mal kann, mal nicht mehr reden. Und hier sage ich kann ein paar Stunden auch, sage ich will das uitnutzen, durch auch. Und das geht über Finanzen, über Geld. Und dann, dass wir auch wirklich fertig, wird es so schwierig am Anfang zu werden, wenn Regen und so, dass Gott mir das am Herzen legt, dass ich über das reden soll. Und um ganz ehrlich zu sein, als es dann anfängt schwierig zu werden, wenn es ernte, dann schaue ich das immer ein bisschen rüt. Dann wollte ich lieber nicht über das reden, wenn es dann tückst das zu sein an uns an, wenn wir halt nicht eine Ernte kriegen und das mit dem Geld nicht, dass wir wollen. Und dann, wenn wir dann nach einer Kirche reden von Geld, dann hielt sich so die Pracht bloß. Und ich kann ein bisschen vorstellen, was in meine Gedanken können durchgehen, wenn Gott mir was abgibt und ich nicht will reden. So, das ist ungefähr, ich weiß aber auch immer, dass ich bete Gott darum, ich sage Gott, den Tag, wo ich das soll tun, dann ich sehe rein, dann wo ich gehorsam sein. Und dann, was dann ist. Und von der ist der Tag. Und von der will ich reden. Das ist auch ein Thema, was wir sowieso immer waren von Zeit zu Zeit, wiederholen, sowieso, dass wir uns erinnern, was sagt uns Manual, was sagt die Bibel über wo wir an das Geld nachchecken. Und was können wir von Schuld zurücknehmen. Und sehr leicht wird dann, wenn von so etwas geredet wird, dann wird gesagt, ach, du brauchst nicht von Geld reden, wenn es die Bibel ist, ist doch nicht so wichtig. Du red auch lieber von Leib, red auch lieber von Jahren, red auch von Glauben, Gebet und red auch von dort. Wisst du, dass es viel mehr Bibelverse gibt über Geld in der Bibel, als über Glauben und Gebet taub? Das gibt über 2000 Bibelverse in der Bibel, die von Finanzen reden. Und das gibt viel weniger Bibelverse von Glauben und Gebet taub. Wie würde doch denken, Glauben und Gebet, das ist doch ein Thema Nummer 1, nicht so? Aber das gibt weniger Bibelverse über das. Und so ist das ja auch wieder gehen. Das gibt, wenn wir gucken, nur Jesus seine, was heißt der nochmal, die Beispiele, die Parabel, die Gleichnisse. Meeste Haupt von den Gleichnissen reden von irgendwo Geld oder von Centen oder von irgendeinem Habengeld oder von irgendeinem Reichtum. Meeste Haupt von all seinen Gleichnissen. Und wenn wir das Beispiel, wo Jesus in der Rechte hat, eigentlich immer durch Gleichnisse. Und so der Haupt von Jesus in der Liebe, wie ungefähr über das Thema. Und so leicht ist es dann, wenn wir dann über eine Kirche anfangen, dann einmal das Thema unterschieden, dann ist es, wenn wir ein schwer gedrückt haben und durch alle Sachen rauskommen wollen. Was haben wir Menschen bloß, dass wir vielmal so veranlagt sind. Und ich will hier nicht den Finger wie so du bist, oder Jana so. Das ist einfach eine Angst, sehr leicht so. Und du kannst den Finger alle noch an selbst, wie sie brücken nur den anderen. Und wir wollen anfangen von dir mit Sprecher 3, Vers 9 und 10. Und dort ist unsere Piste, wo der Jet losgehen kann für diese nächste paar Stunden.
Sprecher 3, Vers 9 und 10. Ihr dem Herrn met wat u hast, en opfer aan dat eerste poort van al die ennum. Dan worden die spekkers vol worden, en die wijnkrukken worden everane. So, wo fängt das 9. Vers an? Ihr dem Herrn met alles, wat u hast, en opfer aan dat eerste poort van die ennum. Wie wollen diese Botschaft nennt sich der erst von der 9. Vers in Vers 3 von ihr dem Herrn. Und das Thema, was ich das genannt habe, ist von der, das sage ich, das geht Gott zu ehren. Das Ganze, was wir reden, das geht Gott zu ehren. Gott hat ein Ziel, wenn wir hier ein Opfer haben. Das Ziel von dem Opfer ist nicht, wie viel Geld hier wird abgehoben worden, aber zu Wort das Geld wird abgehoben. Das Ziel von was wir überhaupt ein Opfer abheben in der Kirche oder sonst irgendwo, aber wenn wir irgendein Mensch ein Opfer geben oder den eine Multi geben, geht nicht am Wort das Wort verursachen, sondern dort geht am, dort Gott wird verherrlicht worden. Dort am geirrt worden. Und dann, wenn ich Gott ehre, wenn das Zweig, wenn das Ziel wird erfüllt worden, ich will Gott ehren, mit alles, was ich habe, dann kommt ein Resultat, wo du von rauskommst. Du wirst volle Speckers sein. Du wirst volle Speckers sein. Das ist ein Versprechen, was von ein, das erste, das Ziel, was du geredet wird, wenn du wirst ehren mit alles, was du hast, dann wirst du ein voller Specker sein. Meine Frau ist, wo stehe ich als Christ? Gott gegenüber, oder das Geld gegenüber. Es ist auch wichtig zu wissen, dass Gott ehren ist nicht das einzige Weg, ist der meine Geld hast. Wir haben gerot, Gott geehrt. Das sage ich in der Bibel, die waren mit jünger Lippen ehren. So gerot haben wir gesungen und wir haben am geehrt mit unseren Lippen. So das ist Port von am Ehren. Und ein anderer wichtiger Port ist zu sagen, ist, dass Gott fehlt dort nicht an dieser Ehe. Gott, der ist der Allerheiligste, der ist kernig, der ist hart, der ist Buwe alles. Den fehlt dort nicht, dass wir am kommen, best auf die Schulter klappen und sagen, Gott, jo, du bist der Herr, du bist das Wirt. Ja, vamos Gott. Wir als Menschen brauchen noch mal ein bisschen, dass wir angespannt werden, motiviert werden, ja, du wirst schon nach der Jahr durchkommen oder so. Gott, den fehlt dort nicht an dort, wenn er isst dort all. Du isst nicht, wir können ihm nicht höher merken, als er isst. Wir können ihm so sehr anklatschen, so sehr loben, so sehr juchen, schreien, als wir wollen. Aber Gott ist, wer er ist. Und er wird das nicht ändern von dort. So arm fehlt das nicht an der Ehe. Aber das ist wichtig, dass ich mich einstelle, dass ich arm ihr war. In Jakobus 4, Vers 2 sagt dort, du redest von Gebeten. Und dort sagt dort, du hast nicht, wenn du nicht froh bist. Und so viele Mal, weil Gott uns was geben. Und wir haben das einfach nicht, wenn wir das nicht annehmen, oder wenn wir nicht froh und wenn wir nicht im Gebet mit Armen in Kontakt sind. Das ist ein bisschen so, wenn Jesus, der steht da rein und er sagt, guck mal hier, mein Junge, ich will das die geben, ich will hier die was geben. Und ich als Mensch nehme das bloß nicht. Und ich kriege das nicht, wenn ich nicht gefragt habe, du noch. Aber an den nächsten Vers sage ich, du kriegst überhaupt nicht, wenn du eure Gebet hast. So viele Mal, dann habe ich vielleicht ein Gebet, aber mein Gebet ist euer Sprache, dort mein Fleisch und dort mein Egg, und dort Egg, mi, dort plus hier alles, was Gott ankommt. So dass du dann wieder redest, dort ich will beten bloß mit einer Last zu befriedigen, bloß dort mir dort scheint. Ich kann nicht eine rechte Aufsicht beim Beten. Und hier sagt er, du kriegst nicht, wenn du eure Gebet hast. So, was will ich mit das sagen? Wie weit dass Beten wichtig ist. Aber was wir in diesem Vers rüberkriegen ist, dass ich noch mit einer anrechten Einstellung beten kann. Und krieg so kann ein Opfer geben sein. Ich kann nehmen meine Geldtasche und wenn für mich, wenn man sagt 1000 Peso, das ist für mich bloß sehr viel Geld. Wenn ich dort hier anleihe, das bedeutet, dass ich weiß nicht, wo diese Monate hinkommen. Wenn man sagt, das ist zusammen. Und ich konnte hier nach anleihe gehen. Aber wenn ich mit einer anrechten Einstellung die Samen hineingebe, oder den anderen gebe, oder was immer ich ein Opfer gebe, von Geld, von Mensch, wenn ich die Einstellung nicht tue,
dann ist das nicht eine rechte Anstellung. Dann ist das nicht so heu, das Frau das. Dann ist die Frau, was will Gott dann haben? Wo soll ich ein Opfer geben? Oder wo soll das schaffen? Malachi 1 im Alten Testament, das ist das letzte Buch von den Propheten, von den kleinen Propheten im Alten Testament. Hing ja dort wie eine längere Zeit, wo du, ein paar hundert Jahre, wo du dann nicht im Alten Testament mal geschrieben wird, dann das Neue Testament kommt. Malachi 1 sagt Bettieren. Was will Gott zu Reich haben? Ihr sagt dazu, die Sehen soll sein Vater ehren. Und ein Deiner sein Herrn. Wann ich doch ein Vater sehe, wo habt ihr mir geirrt? Wann ich auch ein Herr sehe, wo habt ihr Furcht für mich gewesen? Das sagt der Herr, der alles regiert, zu Jünd, dass die Priester sind, in meinen Namen verachten. Und die sagen, wo verachten wir die Namen? Die verachten meinen Namen, doordat dat je aanrennet brood op mijn altaar opferen. En dan vraag je, wo opfer wie für die aanrennet brood? Na, doordat dat je zei, dem Herrn zijn Dash brood nicht geirrt. So hier, wenn wir einmal stillhouden, du sagst dort ganz klar, dass wir sehen sind und dass wir ein Vater haben, was wir ihr sollen. So wer ist der Vater? Ganz kort gesagt, Gott, nicht so? Und wer ist der Sehen? Wie sind die Sehens und Deichter? Das nächste sagt, dass du ein Deiner, der wird sein Herrn ehren. Wer ist der Herr? Gott, nicht so? Und was hat ein Deiner für sein Herr? Er ehrt ihn. Und ich glaube, wir alle kommen von einer Kultur, und ich glaube, das ist ein guter Ding, was wir beibehalten sollen, dass unsere älteren Menschen, wenn du ein älterer Mensch bist, den wird geehrt. Nicht so? Wir wollen dann fangen, den mit je anreden, den wollen wir fern behandeln und so weiter. Und wenn wir das nicht gelehrt haben, dann ich glaube, das ist vielleicht nicht dieser Weg von der Rede, das ist vielleicht nicht das Wichtigste. Meine Eltern zum Beispiel nehmen das wirklich von der ersten Tag an, dass wir mit dir anreden, aber die Ehe, den nehmen wir nicht weg. Die Ehe, was ich für meine Eltern habe, die Ehe, was ich habe für einen Mann oder eine Frau, was alle ist als ich, soll da bleiben. Und so haben wir die Ehe für uns Vater, wir haben die Ehe für ein Herr. Wenn ich auf eine Arbeit stehe, gehe, und ich werde den Tag über mein Wirt falsch reden. Wo wird das Verhältnis abgebildet worden, wenn ich die Arbeiter sehe und ich ehe meinen Herr nicht, meinen Chef nicht? Wird das sehr maglich und sehr glatt schaffen? Nee. Wenn du erst neidig, dass du eine Ehe erst für den. So wie gerne, aber wir haben das Verrecht zu ehren. Bloß hier sagt dass wir wollen ein Opfer bringen. Und das ist wie ein Opfer, dass wir wirklich ein Schop oder ein Stück Feuer, wo du heimgebracht wird, noch in Dash und dort wird geschlagen und dort wird wirklich geopfert und dort wird verbrannt. Und dann sagt das hier, das ist doch nicht neidig. Den Dash braucht doch nicht geirrt. So wo kann ich als ein Kind nicht zu meinem Vater im Himmel sagen, ich will wohl hier ein Schubje bringen. Ich will das tun, wenn du sagst in der Bibel, ich will sehen, wenn ich dir das hier bringe. Aber meine Ehe, der will ich dir nicht geben. Und dann sagt er im 8. Vers wieder, wenn ihr ein blinges Tier opfern, das Tier, das ihr opfert wird, das muss hier perfekt sein. Das Schubje könnt keinen Fehler haben. Wenn ihr ein blinges Tier opfern, ist das nicht schlimm. Wenn ihr ein Lohmet oder Krankheit opfern, ist das nicht was Schlimmes. Sagt den Volkslehrer so fair. Wird am dort gefallen, wird hei, die dort hoch anschreiben, sagt der Herr, der alles regiert. So hier ist das ganz klar, dass es was Schlimmes, wenn ich ein blinges, oder ein lohmet, oder ein krankes Tier bringen will, um ihn Herrn. Dann sagt er wieder, Gott muss ein Bet zu Gott, dass uns soll Genot bewiesen. Mein je, dass wenn je so ein Opfer gebracht haben, dass uns dort hoch anschreiben wird, sagt der Herr, der alles regiert. So wenn ich nicht war, ich habe ein schlechtes Schubje, das kann ich nicht mehr verkaufen, kann das für nichts verbrechen. Was will ich tun? Na, dann wollen wir das nach Schlachten gehen beim Tempel, und dann war ich mit das Tier nach Hause gehorcht, und dort gute Schmack Schubje, was ich habe, das will ich holen, das will ich für dir verkaufen, habe ich mein Geld. Ist dort die Einstellung, was ich soll haben? Dann sagt er wieder, wenn du doch einer Mann könnt, wie der Jünd, der deren Tauschlot, so dass je nicht für Jesus auf mein Altar ein Vier ansteckten. Ich habe kein Gefallen an Jünd, sagt der Herr, der alles regiert, und ich werde keine Gabe von Jünden nehmen.
So, diese ganze Geschichte, um was das geht, ist, dass die Israeliten, die brachten wirklich die schlechtere Tiere für den Opfer. Und Gott sagte denen, das ist besser, wenn ein Tempel der Tau wurde, wenn die Tau geschlossen wurde, dass ich will nicht ein Opfer. Ich will nicht ein Opfer, wo das bloß ein schlechter Tier ist und wo eine Hortesanstellung nicht dabei ist. Wenn du mich nicht ihr waschst, wenn du mich nicht waschst, dann brauchst du mir lieber nicht geben, dann hol den kranken Tier doch lieber tschüss. Was ist dann ihre? Was ist eine Person ihre oder Gott ihre? Das ist am Apportholen, das ein Unterschied merken. Eine Person zu ihre ist ein Unterschied zu merken. So Gott, der wird niemals in dort Mann kommen, in die Kategorie, in die Niveau, wo wir, du und ich sind. Wir sind Menschen, wir sind nur Gott sein Bild gemerkt, das ist sehr schön. Aber Gott, der ist Hecher dort. Und dort ist ein Niveau, wo du und ich nicht kennen, nur hinkommen. So dort ist, wer er ist. Dort ist am Apokeln, dort ist am zu respektieren, aber am hoch zu achten. Dort ist Hecher zu checken, nur am, als nur uns wollen. Und dort sagt, wenn wir uns überhaupt treffen, wir haben hier nicht ein Menschendienst, dort wir hier Menschendienst kommen, wir haben hier einen Gottesdienst, wir kommen Gott zu dienen. Und dann habe ich in der Bibel mehrere dort ein Opfer gemerkt wird. Und wir haben das ganz von Anfang an. In 1. Mose all fängt das all an mit den zwei Brüdern. Wohnen wir dort? Kain und Abel. Wonach hat das rechte Opfer und wonach hat das falsche? Wo sich Examen merken. Kain wie das falsche, ja, reich. Und Abel hat das rechte Opfer. Nu ist die Frage, wenn wird ein rechtes Opfer haben, ein falsches? Muss Fleisch sein? Nee, wie bei seiner Lothar, du wirst auch ernte, Getreide wird auch geopfert nach Gott. So dort wir nicht das Problem, dass du in Getreide geopfert wird. Wenn wir die Geschichte mal lesen, 3 Vers 7, du sagst das so. Dann kam du ein Tag, wo kein dem Herrn eine Gabe in ein Opfer bracht. Er bracht, was von dort, was er ab dort Land getrocken hat. Und dann, nu redet von Abel. Abel bracht auch eine Gabe für den Herrn, aus ein Opfer. Er bracht das beste Stück von ein erstgeborenen Lamm von seiner Herde. Der Herr gelegt Abel und am Gefall das Opfer, was er gab. So, was passiert hier? Wenn wird ein Unterschied gemerkt, diese zwei Brüder werden doch beide so gut meinen, dass sie beide ein Opfer bringen. Wenn wird Gott nur Abel so gut kicken, sagt, mir fällt ihn, gleich was du getan hast, merkt wieder. Und wenn wird Gott raufkicken oder den anderen und sagt, ich kann nichts gefallen. Das Nummer 1 ist die Hortesanstellung. Aber wo wir weiter, wo die Hortesanstellung ist? Wenn wir kicken bei Kain, wenn wir den Bibelvers kicken, du sagst dort, dann kommt du ein Tag, dann opfert er. Das Wort, was du gebraucht hast, ist dann noch eine Zeit. Das Wort Zeit, das sage ich nicht, dass das ein Tag wie, oder 3 Tage, oder dass das 3 Monate wie, aber nur eine längere Zeit. Was bedeutet das? Wenn ich nun Soja plante oder Wet plante, und ich habe meinen Stab hier, und ich habe hier Drast, und ich tue alle meine Negocios, und dann will ich alles vorbetalen, rein alles tun, und dann irgendwann, ja, wir haben noch nur die Zeug vor, wir haben dort noch was geben. Das will keine seine Einstellung mehr. Wenn ich alles vorig wird, dann sollst du noch was überbleibt, dann will ich noch vor ein bisschen was aufgeben. Das ist sein Opfer wieder. Und wo wir Abel sein Opfer, das Erstgeborene, er hat irgendwas für sich genommen. Er hat gesagt, ich will united, was ich getragen habe, das Fei, was ich getragen habe, die Schubjes, was ich getragen habe, dann sagt er, das Erstgeborene und das beste Schubje opfert er Gott. Das schmeckt kleine Schubje, was du nicht geboren essen, was so schmeckt, und du sitzt, so schmeckt, ja, sie so verläuft, du hast es mit dem Büttelmal gegeben, das schöne erste schmeckt Schubje, wo die nicht Kinder, wo du sagst, Papa merkt das doch nicht dort, kriegt dort, merkt dort, das erste. Und das ist der Unterschied. Gott sagt nur die Ehe von uns hört. Und die Ehe von uns hört erst, wenn wir die Wichtigkeit nur das erste geben. In der ganzen Bibel, wenn wir gucken, Gott legt immer ein Wert auf das Erste und das Beste.
Hij wil niet dat tweede. Wat zegt wie rots, wat wir irgendwem ihre, dat wir den apart houden. Wenn du den Präsident von einem Land nach dein Haus kriegst, du wirst nicht dort bietet gemulde Fleisch, wat du al 6 Monate im Freezer ist, wat al hot gedreven, 3 gefroren ist, dort nach seine de Unterbrüder, du paar Supplemente schmieden, mal sein, dass das nach einem Multijäff. Du wirst nur eine Carniceria fahren, Frau, und es das beste Biet Fleisch, was ich die konnten von dir hier kaufen, wenn es scheint zu Churrasco. Und dann wirst du dort bringen, das Beste, das Erste, was du hast. Dort wurden Opfer sein. Dort ist nicht die Multit, wo du am gewöhnlichen Mehrweg hast. Dort ist die besondere Multit, wo du dann reinmerkst, wenn du hast besondere Jas gekriegt. Krieg so, check Abel nur seine Go, was er bringen wird. Und kein, er checkt, ja, es ist noch ein bisschen ewig bleiben. Na, es ist ewig bleiben. Können wir noch ein bisschen aufgeben. Können die Unterschied verstehen, wann ein und wann das andere ist? Wo ist meine Hartesanstellung? Kijk ik dat ik het eerste en het beste wil geven, er is dat even blijft zo. Dat is bekend. In Markus 12, vers 41 bis 44, dat is wo Jezus kijkt naar den kosten. Die hadden andere kosten. En dat interessante is, ik weet niet zo weit, maar dat kosten, ik wil helemaal wat doen dan. Ik wil helemaal wat zijn. Deze kosten is, oei, hier vliegt de handenras. Deze kosten habe ich mal dit neergelegd. Heb je dat allemaal bemerkt, dat dit hier zijn dit bijna is? Weet je wat dit hier bijna is? Dat zal niet zo zeggen klingeren. Centen, die klingeren ziemlich sehr. Und das ist gleich was anrechtet, Centen an te leiden. Aber stellt je vor, dat Geld te jane tijd, dat wir, de uinas geld, plus voor de talers, dat is nu de uina. Für nur her zu weiter. Stellt je vor, in jane tijd, wir dat Geld nicht mehr zahlen, dat wir mit Silber oder mit Gold. Und dat die Kosten wir nicht von Halt, die wir auch von irgendeinem Isa, oder das ist ein Metall gemerkt. Nu stel je voor, de mensen komen er alle voorbij bij de Dutswies en de schmieden er alle geld nemen. En dan de einzige, die kunnen niet transferentie per QR maken. So wat deden ze? Ze komen met een lus. Nu stel je voor, dat je met een lus, dan hoe lang, hoe ruist dat du, komt er mal paar kilo zelf in den kosten nemen. Wenn du weer rijke mensen, die hebben veel geld. En de mensen hier krijgen, hoeveel geld de mens heeft, om wo zij dat klingeren deed. En de mensen, dat wie er staat, wo die alle zijn kunnen. Nu stelt je voor, wo übernehmend Jezus is. Dus stelt je mal wirklich vor. De Bibel is een werkliche Buch. Nu ist Jezus da, en der nimmt sich einfach mal still en kijkt mal, wo die worden aanleiden. Wo würde es sein, wenn wir hier mal würden Sonntag checken, mal, wo vielleicht du nennen? Oder wo leist du hier Geld nennen? Das ist Jesus Zeit. Und ich kann nur was anrichten, ich sage, ich sehe, wo viel. Und das ist nicht reich. Jesus checkt nicht, wo viel leist du hier nennen. Jesus checkt, wo leist du hier Geld nennen. Wenn es die Bibel, wenn wir den Text lesen, wir wollen den nicht ganz lesen, ich glaube, ich kann den Text sehr gut. In Markus 12, Vers 41, dort sage ich nicht, wo viel leren ze nennen. Jesus zout zich dort en hij kijkt, wo zij du Geld nennen. En wenn wat fragt hij, wo? Wenn hij wil niet zijn, wo viel Geld du nennen kommt, sondern hij wil zijn Wort als de Gottesanstellung beim nennen. En dat is wat hij ook zijn redt. Hij zegt, deze vrouw, die wat bloß 2 Centen neergelegd hat, die heeft meer gelegd als je alle. En deze 2 centen, dat we in ihre moneda, wat zij horen, in ihr Geld, moesten ze 2 van deze centen nemen, ten bloß 1 römische cent krijgen, dat wenigste weer van de römische. Ze had mal krijg dat wenigste cent, zo ons 20 centavos, ungefähr. Wat is in de Bolivianos, de 20 centavos. So ist das ans kleinste Cent, wir haben noch kleinere, glaube ich, aber die ist ja für dort nicht so. Aber er wird wenig gebraucht. Den kleinsten Cent, was sie haben in ihr Geld, dort schmiert sie ein, du vernehmen. Aber 2, in der jüdischen Ära wird dort 2, umgerechnet nur der Römer Erd wird dort einer von der.
So sie schmeckt du mal so wenig nennen. Und Jesus kijkt an und sagt, sie haft het meeste te nee doen. Wenn es ihre Gotteseinstellung wird. Das mögt wahrscheinlich, dass sie vielleicht, wann sie können mal den Tag eten, dass das vielleicht nicht eine gute wird. Und vielleicht können diese 2 Cent, was sie du nennst, darauf ankommen, dass sie den Tag überhaupt nicht eine Multit können eten, wenn ich irgendwer eine Multit gibt. Wenn es eine Wetfrüh wie bekannt wird, dass sie nicht hat in der Zeit. Und diese Wetfrüh, die schmeckt dort nennen, dort alles, was sie hat. So im Himmel, du hast einen anderen Typ de cambio als hier auf Erden. Hier auf Erden, dann reden wir sehr an gleiche reden, wieviel ist es nu, ist es all 10, ist es all auf, wieviel ist der Dollar nu, und dann fahren wir nach Santa Cruz und fangen ut in Applikationen, und wieviel ist der Dollar wird in Rechnerarmen, Tischarmen. Wie op de Welt gleich sehr mit Nummers, wieviel jeft dit en wieviel jeft ja, en wieviel kan ik van hieruit merken? De tipo de cambio van den Himmel, dat is niet wieviel. De tipo de cambio, als wie dat aanrekenen om Himmel nu, dan is dat ihr. Dus wieviel ihr, wo ik gaat brengen met dit wat ik geef. Niet wieviel kandidaat, wieviel geld dat is. Wieviel ihr, wo ik gaat nu geven, wanneer ik den anderen wil gewoon een glas water geven. Of wanneer ik den anderen wil een maaltijd eruit maken. Dat is in alle ons leven zo. Wieviel, de weg van de rekenen is niet wieviel een kandidaat en wieviel dat is, sondern en wo ik aan ihr wil. Zo, wat wil God? Mijn eerste vrouw wat ik had. Hij wil ons eerstet en hij wil ons bastet en hij wil einfach onze eer. Hij wil niet ons geld en ons hebben gehad. Hij wil ons bastet en eerstet en onze eer. Hij wil apart gezet zijn dat we am hecher schatzen als al het eeuwige. Amen? Komen we bij toe met? Mijn tweede punt. Ween wat vraagt God nu eer, krijg hem thema geld. Wenn wat würde hij niet zeggen, hey, wanneer je zondag 3 Stunden zingen, dan heb je mij geëerd. Wanneer je dat dan, wanneer je mondagsmorgens was, klok 5 opstonden en bij klok 7 beden, dan hast du mij geëerd. Dat zijn alles fijne zaken, die zijn niet met aardig. Maar wanneer we in de Bibel kijken, is dat het höchste thema, wo ihr bewezen wordt, is in werkelijkheid voor geld. Dan komt er einer und sagt, ja, ich weiß, Pastor, wenn wat. Sagt dat, wens, in der Bibel sagt dat das Geld ist dat die Ursache von alles Böse. Also das Reich, was ich nu gesagt habe, was die Bibel sagt, in 1. Timotheus 6, Vers 10, habe ich gesagt, so, das Geld ist die Ursache von alles Böse. Hä? Aber kann ich auch sagen, das Geld ist die Wurzel von alles Böse. Ist das dann Reich? Ja oder nee? Ja oder nee? Das sage ich nee. Reich. Das Geld ist nicht die Ursache von alles Böse. Das ist der Leib für das Geld. Die Bibel sagt ganz klar, der Leib für das Geld. Das ist ein großer Unterschied. Der Leib für das Geld ist die Ursache von alles Böse. Wenn es bloß das Geld würde sein oder die Ursache, dann würde bloß die reichen Menschen das Böse in der Hand zu holen haben. Weet je wat, we zijn alle aan dezelfde dran. Vielmaal dan blijven we mensen, bloß de rijken, dat geld als een oorzaak. Maar weet je wat, dat vielmaal de mens wat niet heeft te zien meer kopen. Die denkt meer aan ihr zich en aan geld gierig en hingeran zijn, als die wat een paar $1000 op een konto leggen heeft. Zodat deze lijf, dat ik plus geld hingeran schrie, dat is de oorzaak. De waarde, de hintergrund von alles Böse. So die Bibel ist ganz klar in 1. Timotheus 6, Vers 10, das ist der Leib für das Geld. Der Leib für das Geld, was die Ursache von alles Böse ist. So, was will Gott uns damit sagen? Das Geld hat immer einen Wert bei uns. Das hat einen Wert und wir können dort nicht verlieren, wenn es schlussendlich, brauche ich eten nicht so, schlussendlich brauche ich wieder zu kommen, ich mag leben. So dat hafen wird. Aber was Gott will sagen ist, dass du erst ein Wert von das Geld, aber er ist immer hecher. Er ist nicht das Mutstock. Er will uns damit beweisen, dass wenn ich am ihr, dass ich Gott wird hecher achte, als dort haben Gott.
Matthäus 6, Vers 24 sagt, du kannst nicht Gott dienen und dann dort Reichtum. Du kannst nicht für sich sagen, ich will Gott dienen, aber du rennst mit alle Gewalt plus Geld und Reichtum heran. Du denkst bloß an dort. Dann kostet dort Schof einfach nicht. Wenn dann kostet du nicht Gott dienen. Du machst ein oder das andere. So dass, wenn wir die Bibel checken, dann ist das über das Thema Ehre. Wenn es von dir redet, wie vom Thema Ehre. Es Geld die erste steht, oder die wichtigste steht, wo ich Gott will ehren. So funnig oder wunderlich, dass ich dort sitze. Wir denken, dort wird beim Singen sein, dort wird beim Bibellesen sein, beim Beten oder Gott finden wird sein. Aber in Wirklichkeit, wenn ich nur die Bibel noch gehe, dann ist die erste steht, wo ich Gott ehren will im Geld. Wenn ich will wissen, dass ich loslassen kann und dass ich am Hecher schatzen kann, aus das. Ich will nicht das Reichtum dienen, sondern ich will Gott dienen. Wir haben das Gleichnis vom Säen. Das Gleichnis wird in Matthäus 13 erst, das meiste ganze Kapitel, so wie wir die Geschichte nicht lesen. Weil ich kenne das, wo die Sämann jäten, wo die so ausstreuen, nicht so? Und dann eins fällt durch, eins fällt durch, und eins fällt in gute Erde, eins in schlecht, und eins kommt von der Speckers rein. Und viele Mal lang in meinem Leben, dass ich gelesen dass das Text, der wir bloß für, das ist für jene Menschen, die anbekehrt. Du wollen mal gerne so ausstreuen, mal sehen, wer sich bekehrt. Dann alles für die Pastor lassen. Wenn ich den Text wirklich lese, für wem ist der geschrieben? Für die und mich. Für uns. Das ist ein Text an Christus geschrieben. Jesus redet zu uns, wenn er davon redet. Er sagt, ich will gehen, ich will bei uns die Bibel ausstreuen. Ich will mein Wort bei uns ausstreuen. Und auch bei uns Christen wird eins gut abkommen, eins nicht. Wo kann ich dann nu gut eerd sein? Waar wir von anderen Tag lassen. Aber weißt du was? Dat der 7. Vers sagt, im 13. Kapitel, dat eins jetzt so, wat manche Speckers vallen. Und dort wird suffocated, aufgewacht. Dat wordt aufgewacht von den Speckers. Und das Interessante ist, Jesus, der weiß, dass wir viele Mal seine Beispiele nicht verstehen, sondern erklärt er die selbst. Im 16. Kapitel zuletzt erklärt er, was sein ganzes Gleichnis meint. Im 22. Vers dann sagt er, was die Speckers sind. Und er sagt ganz klar, dass die Speckers sind die Sorgen in dieser Welt und die Friede um Reichtum. Und die Stecke dort Wut. Als ich das auf diese Weise bekicke, dann wird das ein Blitz in mein Hort nennen. Wenn ich sage, was? Wenn ich bloß Friede um Reichtum habe, das bedeutet, dass das Recht Gottes, dass das Wort Gottes kann nicht wachsen in mir. Bedeutet das wirklich? Wenn in der Bibel nur ja. Wenn meine Friede bloß um Reichtum und ich bloß ein scheinbares um Reichtum habe, wenn mein Hängeronrane bloß das Reichtum ist, dann kann das Wort Gottes nicht in mir abkommen, dort kann ich Frucht trauen, wenn ich ran dort hängeron. Wenn wir dann checken, was wir jetzt bechecken, der 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. Wenn wir uns diese Vers dann bechecken, weil wir da immer lesen, das sagt so, aber die du wollen reich waren, das ist für die, was du wollen reich waren, nicht so? Krieg, was wir jetzt sehen. Fallen in Versicherungen, 1. Timotheus 6, 9 bis 10. Ja. Aber die du wollen reich waren, fallen in Versicherungen und loten sich von Ansehen lassen schlingen, die den Menschen in dort verdorben und in der Verdammnis rieten. Dann hier ist es jetzt als der Wartel von allerhand beiset. Du hast dort reich der Evasat, wo das seine, die Leute für das Geld oder für haben Geld als der Wartel von alles beiset. Kämmt, einige haben sich dort gelassen worden und sind dadurch vom Glauben aufgeehrt und haben sich selbst dadurch viel weiter zugesagt. So, dann würde ich vielleicht sagen, okay, Hand dort klar. Wie war so, dass ja wirklich Gruppe, was sich dort so sagt. Wie war von so einer Gruppe sein, wie war alle Entscheidungen arm zu sein. Wie war seine so viel armer er kann sein und so viel
so viel limmt ja mir sitzt, so viel besser. Wenn es dann, wo ich das bühe, dann wird Gott in die Uhr sein. Und das ja wirklich von beiden konnte, das sind, was sie sagen, und das können, und sie sagen, nur andere Weg können. Aber das ist nicht, was die Bibel uns versucht zu lehren, dass ich mich soll wegrennen von Geld merken. Wenn ich die Bibel ganz studiere, dann sage ich mir, ich soll arbeiten. Und wenn ich arbeiten will, dann wo ich zu eten habe, dann wo ich bühe, dann wird das mehr werden. Die Bibel redet von sogar, wo ich kann von 1 Cent, mehr Cent merken, wo ich kann für mir und so weiter. So wie hat ja die Bibel, die andere Kant, was uns das alles lehrt. Wenn was würde ich dann, wenn diese zwei Verse auf einmal sagen, ja, das Geld ist, das bei so alles, ich würde nicht hingehen, ich will sein, vom Geld weg zu bleiben. Dann ist das, was wir hier mal verstehen, ist, das ist nicht arg, dass ich Geld habe. Was arg ist, wenn das Geld mich hat. Und wenn das mich in der Kontrolle hat. Wenn das Geld mich anfängt zu regieren, dass das Geld sagt, was ich tun muss und was ich nicht tun kann. Psalm 62, Vers 10 sagt, wenn ihr reich wäre, dann hängt jene Seil oder jene Hort nicht daran. So die Bibel weiß, dass viele von uns reich waren, die waren für viel haben Geld gekommen. Aber wenn das passiert, dann hängt diese Seil nicht an das Reichtum. So wie keine reich waren, bloß unsere Seil oder uns Hort soll nicht daran hängen. Kolosser 3, Vers 5 sagt, dass jetzt ist jetzt in deins. So wenn ich ram jetzt und alle wen jetzt ich sie, dann sehe ich in jetzt in deiner. Dann deine ich andere Jetta. Hananias und Sapphira. In Apostelgeschichte 4, Vers 3, wir wollen die Geschichte auch nicht lesen. Das sind alles Geschichten, wenn du weißt, du kannst die nur lesen. Du kannst gut diese Bibeltexte haben, ich kann die alle checken. Apostelgeschichte 4, Vers 3 sagt, du redest von der Geschichte von Hananias und Sapphira. Und dort ist am Anfang eine Kirche, wo das sehr ermaudet wird, dass sie ihre Ländereien verkaufen, dann würden sie all das Geld nehmen und nach die Kirche bringen, dann würden sie dort alles den Apostel geben, dann würden sie dort verteilen und dort alle Taub verbrücken. Die Bibel sagt uns einmal, dass wir das so tun sollen, aber das wird in dem Moment getan wird. Und Hananias wird auch vom Heiligen Geist angeschieden. Er soll gehen verkaufen und er soll alles bringen. Und wenn er weiß, sagt er so, dann, und wann du ein klein bisschen trägst, weißt du, das kostet noch, ob die eine Quenta de Euro leihen, kostet ein bisschen Taubsparen, Leute verdienen Kinder, das ist ja für was Gutes. Was, wenn du ein bisschen Taubsparen? Und Hananias steht dort. Und wie weiter die Geschichte, als er hat den Heiligen Geist verloren, wenn es Petrus freikam, ist das alles, und er sagt, ja, das ist in dem Moment, als er dood, und dann noch auch seine Früh, und das Urteil ist sehr groß. So, wenn Wort ist denn so, und das so wichtig, an Hananias und Sapphira, dass sie ein klein bisschen träghalten. Wenn das Geld, er weiß, wenn er dort klein bisschen Geld, wenn er diese Leute für das Geld in Hananias und Sapphira würden anplanten können, dann hat er den ganz. Das ist das, wie uns Menschen schaffen. Wenn wir es einmal uns tun anlassen, dann haben wir uns ganz. Und dann ist es, wenn wir bloß noch dort heranrennen. Als Moses will mit den Israeliten nur die Wüste gehen und anbeten. Das sind viele Kapitel, ich werde es ganz kurz einmal vertalen. Wie weit dass Moses wir mit Ägypten, in Ägypten, und sie waren in Ägypten, sie waren Sklaven, und sie waren verpitcht, und sie mussten Teile merken, dass wir eine schwere Arbeit, wo sie hatten. So Moses wird von Gott gesagt, hey, du sollst das Volk frei merken. Und dann hat Moses und er will dann nu sein Volk frei merken. Und dann geht er Pharao und sagt, hey Pharao, ich will den Vorschlag merken. Lass mir das Volk, und ich will das Volk nehmen, wie wir in der Wüste gehen, die anbeten. Und was jetzt ans Thema von dir, Gott ihre, nicht so? Wie wollen gehen in der Wüste gehen, die ihre. Bah, was gleich nochmal, sagt der Pharao, sehr lang nicht, wo ich gehen lasse. Okay, habe ich eine Strophe dafür. Da ist nicht Krieg ab diesen zwei, aber wie weiter, dann kommen die Tieren Pläuer irgendwann her, nicht so? Okay, dann fängt eine Pläuer an. Und dann irgendwann her, dann sagt der Pharao, na weißt,
dort met dat je überhaupt niet kunnen kennen, dort wo ich dann nu al terugnehme. Aber je kennen je Gott hier ehren. Gott hat aber gesagt, sie sollen 3 Jahre in der Wüste gehen. Je kennen je Gott bloß hier in Ägypten bleiben, ich will ihnen ein paar Stunden frei lassen, dann kann je Gott hier ehren. Und was sagt Moses? Kannst noch eine Strophe an, kann noch eine Play kommen. Und wie weiter dort Pharao in der Bibel, für wem ist er das Bild in der Bibel? Für den bösen Feind, nicht so? Das ist, was der böse Feind will. Ich will Gott ehren, ich will meine Zeit nicht mit der Bibel lesen. Was wird Gott mir sagen für uns? Nee, so ist das und das, dass du Zeit hast zum Bibel lesen, ne? Stunde euer Abstunde. Nee, überhaupt nicht. Bloß Phone nehmen und du Zeit versäumen. Und der wird immer eine Weich sein, mich von Arm zu ehren, aufzukriegen. Und dann geht das wieder. So dann sagt Moses, nee, wie waren in der Wüste hingehen? Und dann sagt Gott so, jo, gut du dann, aber bloß ein kleines Ängstchen. Nicht 3 Jahre wieder auf. Wenn es dann wäre, dann hat er dann verloren. Ich kann bloß einen Tag wieder aufhören, was gehen und dann kann du mich für ihr gehen. Moses sagt nicht, noch eine Plau. Und dann kommt das Nächste. Dann sagt der Pharao irgendwann, naja, der Sohn oder Pharao, ich habe ihn reinnehmen, sagt er, Gott verirrt mich, aber jene frühesten Kinder, die bleiben hier. Was sagen wir hier? Was will der Sohn verstehen? Was sind Sachen, die er verstehen will? Nummer 1, er will verstehen, dass ich am überhaupt ihre war. Jetzt die das auch kriegst, so, dass wenn du die irgendwie erst Dolsaten in der Bibel lesen, dass du ein Teil andere Gedanken kommen und dass du kriegst eine wichtige Jamal kommt, oder du kommst ein Kind, oder du kommst eine Arbeit, du kriegst $1.000 verdienen. Und dann denkst du, was will ich $1.000 verdienen oder die Bibel lesen? Jetzt bei Ihnen auch kriegst so? Bei mir wäre es erst so. So bosig, als du die nächste Zeit im Beten in der Bibel lesen, als wann die Soten mit den Plons reinkommen, dann dort verstehen. Ich habe selber über rein und dort, der hat bei Ihnen einmal so, okay. Das nächste, dann sagst du die, ich will eine Zeit Apport nehmen. Dann kommt die Soten durch. Nu bist du al Apport, aber dann sagt die Soten, deine Familie lässt dich nicht mitgehen. Du kannst wel Gott ehren, aber deine Familie nicht. So wird wel Gott verstehen, sie sollten verstehen. Er will verstehen, dass ich am überhaupt ehren war. Das nächste, was er will verstehen, wann ich war, dass ich dort war mit meiner Familie zu tun. Gott, der Sohn, sorry, ich will nicht, der Sohn sagt nur, dass er unsere Familie verstehen. Und es dort jetzt die Diskussion zwischen dem Pharao und Moses wieder. Und dann, der Lat sagt er, so, gut, Ola. Wenn du sagst, ja, ein paar Pläne gekommen, die ist Hapos und weiß nicht, was alles ist gekommen, die Tiere sterben, alle Hunde, das wird alles nicht tun. Nu gut mal, sagt der Pharao, und erst bloß, seit ihr Fuß kommen, sagt er, Ober. Jün Schub und jün Fei, dort nehmt ihr nicht mehr, dort lasst ihr hier. Und dann erst Moses so, dann fängt er so ein Leben an zu werden. Was? Dann wird Moses da mit Pharao und sagt, nicht eine Hof wird zurückbleiben. Nicht eine Hof wird zurückbleiben. Aber was das? Ja, nicht eine Hof. Je weißt, was ein Hof ist. Nicht eine Hof wird zurückbleiben. So klar als Moses mit Pharao. Wenn was will der so tun haben? Wenn er nicht kann bei uns zwei merken, wenn unsere Familie gut hat, meine Zeit mit Gott ist gut, aber wenn er meine Finanzen kann zwei merken. Wenn er kann wenigstens mein Haben Geld zurückholen, dann hat der Sohn das Gebiet. Und Moses sagt, ich nehme alles mit, wenn die weiter noch nicht mal, was wir dort opfern machen. Und gehen sie in die Wüste an und sie opfern durch. Und sie sind gehorsam. Ich weiß nicht, wo ich über das denke, von der Gosse von Gold im Himmel. Habe ich mal über die Gosse von Gold nur gedacht. Ein Pastor, wo ich einmal gleich die Checker, er sagt immer, als ein kleiner Junge war, als wenn er die Texte gelesen hat, gehört hat von der Gosse von Gold, hat er besser in seine Brust rückgetan und gedacht, als er den Nesen hat, ja, ein Tag war ich im Himmel. Dann war ich auf die Gosse von Gold gegangen. Die Gosse von Gold, das sind meine. Und ich sehe die Haare mit Gott, Jesus tut über die Gosse von Gold. Und er hat gedacht, bloß dann sieht niemand mehr arm, er kommt von einer armen Familie. Und er dachte bloß an die Gosse von Gold, an die Gosse von Gold, wo er wird sein. Weil Gott einmal einen Tag sagt, weißt du, wie viel wert mir die Gosse von Gold sind? Sagt er, mir sind so wenig wert, dass es bloß
din fout ist voor de boven Jezus. Mir ist die Ehe viel wichtiger als irgendeine Goss von Gold. Die Gosse von Gold, das ist wenig für Gott. Das ist, wo wir gehen, das ist, wo unsere oder wo wir gehen. Wenn wir kijken, dat Gott jeet nicht am wofür ich aanleihe, oder wofür ich geben kann, sondern am jeet wo meine Ehe von arm ist. Wo kijk ich naar de Gosse von Gold? Bloß dat ich was kriegen kann, oder ist es eine Stadt, wo ich immer verherrlichen will. Mein dritter Punkt ist das, wo ist mein Hort? Wo ist meine Hortesanstellung? Heute sind nicht perfekte Tiere zum Opfern. Wie los hier in Malachias, dass Gott sagt, merkt mal die Dere von den Tempel zu, wenn ihr nicht perfekte Tiere wollen bringen. Wenn ihr bloß das wollen, dann merkt das doch zu. Und wie würde leicht sein, die hören vielleicht nicht. Vielleicht wird dort ja ein Knopf, der Arm, wie Knopf ja was. So, wenn Wort macht Gott auch so hunsch mit den sein und sagt, er will bloß perfekte Tiere. Meine Frau ist heute sind nicht perfekte Tiere zum Opfern. Mir würde vielleicht sagen, no, sie hören nicht so eine Gaude. Die eine arme Frau, die kann sich dort nicht leisten. Lot der doch bloß das eine Blinge Schubje opfern, das bohrt doch nicht. Aber dann sage ich Malachias 1, nicht Malachias, Malachi heißt das ab Deutsch. Malachi 1, Vers 12 und 13 sagt so. Aber je verachten dem, wann je sein, dem Herrn sind der Spruch nicht geirrt. Und dort Opfer in der Gove kennen, verachte seine. Je sein, dort haft so viel Absicht, dort so Krieg zu tun. Und je nehmen dort nicht ihren, sagt der Herr, der alles regiert. Je bringen mir, was gestohlen ist, und Lohn und krank ist, aus jene Opfer gov. Soll ich mich dort gefallen lassen, sagt der Herr. Soll ich, was ich anbringt, bloß mein perfektes Schub geben? Sie haben ein perfektes Schub. Und dann kann ich vielleicht nur denken, wenn Wort würde sie nicht ein perfektes Schub geben. Die wissen sehr gut, das Schubje, was sie hier würden nehmen, in den Tempel bringen, Gott wird so gut geerntet, sie leiten das zu schlachten, der Priester muss das schlachten, und dann wird das verbrannt, das wird zu Churrasco gemacht. Und was passiert dann? Dann ging das Opfer, trägt nur Ernte. Das wird ein Churrasco, das wird ein Mittagsmahlzeit. Dat Fahrt, dat Tolch, wat darauf lag, dort wird das Opfer für Gott. Und das Fleisch, das Fähne, Schubsfleisch, das bleibt ernt. Nun ist meine Frau. Ein Schubje, was ganz okay ist, aber das an ein Beinchen ein bisschen Lohm. Was schmeckt der Churrasco? Gar nicht so. Aber das eine Schubje, das hat ein bisschen eine Wand hier hängen. Aber sonst ist es ganz okay. Es ist nicht mehr arg mit der Schubje, aber das hat eine Wand. Was schmeckt der Churrasco? Gar nicht so. Das ist ein blinges Schubje, was wir haben. Ich habe ganz schmacke, witte, reine Schubjes. Aber das ist ein blind. Ich will von dir mehr eten. Wann würde ich schlachten? Dort, was blind ist, oder dort fähnet, was ich noch kann für $50 und mir nur verkaufen. Wenn wir doch lieber von dir dort Blinge bringen, wenn es vielleicht kann ich das andere für $50 verkaufen. Dort wird die Einstellung, was wir. Die Einstellung, wie wir werden nicht mehr, kann ich Gott ihre durch das Schubje, sondern ein Churrasco, was ich von dir habe. Ich habe den Unterschied verstanden. Sie wissen, sie kriegen ein Churrasco hängen dort. Der Priester mögt ein Churrasco verehren. Der Priester hält ein bisschen Fleisch für sich, dort er in seine Familie essen können, aber dort ewig können die ganze Familie taub abeten. So der Priester mögt mehr verehren. Bloß sie haben das Ziel, den Zweig, den Proposito ganz für jeden. Sie sehen, das Ziel von dem ist, dass sie brauchen ein Schubje zum Churrasco merken. Sie brauchen das nicht mal selbst schlachten. Wo händig?
Und sie dachten bloß an das Eten, was sie würden kriegen, und nicht an das Opfer, was sie würden merken. Eten musste je sowieso, nicht habe ich auch das blinge Schubje durchgeben. Das wäre nicht. Und Gott wusste sehr gut, was im Hart anging. Sie wussten, dass wenn ich das blinge Schubje aufgebe, dann habe ich das blinge für mich opfern und das andere kann ich für dich verkaufen. Gott wird das und wo das Schubje wird, das nicht das Wichtigste. Das Wichtigste wird die Gotteseinstellung. Und wenn Wort Gott das besonders wichtig wird, dort ein gutes Schubje wird, wenn es Jesus will, lot das Schubje sein. Er wird das perfekte Opfer sein für die und mich. Das Ziel hängt nicht an, was er kriegen will. Das ist ein Tagswort, wie von der Anfang, der sagt, ihr Gott, mit alles, was du hast, dann wirst du keine volle Specker schreien. Und wat ik velken ik dreig dat velken aan. Ik wil volle sprikkers, God. Ik wil die hier nog 10 Peso gaan brengen. Kan je zijn dat we dat krijg omdraaien? Wenn ik dus volle sprikkers wil brengen, wil ik die nog hier, God, geef me volle sprikkers. En ik draai dat om. En dan steht dat ik am ihr, en dan wat passiert. Dan zei ik, mijn ziel is een volle sprikker. Door wens waar ik, zo dan is waar ik die ihre dan. Ik wil afsluiten met Markus 14, vers 3 tot 9. Markus 14, vers 3 tot 9. Als Jesus in Bethanien bij den Leper Simon omdaag zat, kwam eine Frau, die had eine Buddel voll dieren echter Warteluil. Zij bracht het glas in twee, zij brücht het glas in twee en goot am de uil op den Kopf. Eine von die dort wären anzufrieden, zeiden einer zum anderen, warum diese uil so zu nicht bringen? Der hat kann für mehr als ein Jahreslohn verkauft worden en dat geld de arme geeft en ze schulden even aan. Jezus zei, laat haar tevreden. Waarom bora je haar? Ze heeft aan mij wat wunderschönes gedaan. De armen heb je immer bejunt, dat je die helpen kunnen. Mij, aber waar je niet immer haben. Ze deed wat ze doen kunnen. Ze heeft mij met deze uil im Verrüt über den Körper gegoten, mir reut zu merken, zum begraven. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Wo immer das Evangelium in dieser Welt wird gepredigt worden, wird nicht für jeden worden zu sein, was sie getan haben. So was lehrt uns diese Geschichte? Dass das Opfer ist eine Gotteseinstellung. Was die früh hier gegeben hat, das sind 300 Tage von Arbeit. Das ist ein ganzes Jahr, wenn es wie arbeiten hier nicht und sind da, so dass es ungefähr Aramaya, die Bibel sagt, so viel, und dort kann aber bedienen, dass das Maya ist. Aber sagen wir mal, das kriegt 300 Tage von Arbeit. Dort wird du wirst verdienen, und das sind dann wundersam, das ist, aber ungefähr, stell dir vor, dort wird du wirst verdienen in ein Jahr. Dort alles nimmt sie und bereicht dort über Jesus und geht am dort alles über. So die 300 Leute sind ganz weich. Und wird geschuldet. Wie weit ihr was noch herkommen wird, das ist eine Ansalbung für Jesus, wenn er wird darauf sterben. Aber diese Früh hat ihre Gotteseinstellung so klar, dass sie wird Jesus alles geben. Ihre Gotteseinstellung, dass wir Jesus zu ehren. Sie wie eine Früh, wird eine Höhe was wir, erleben wir verschmiert was und sie sehen, das ist meine Chance, Jesus zu ehren. Sie sagt prophetisch, sie sagen in der Zukunft viel mehr, als irgendwer von der Ehe aller sein kann. Und dann würde ich vielleicht sagen, wie würde aber nicht so denken, aus dem Menschenraum dieser Früh. Wie würde ihr uns freuen, dass Jesus für seinen Fan nicht alle ewig war? Heißt sie doch Jesus. Und dann kriegt eine Botschaft von einem Pastor, was auch diesen Tag gelesen hat und zu Gott gesagt hat, Gott, ich würde nicht so sein. Und Gott hat gesagt, ja, du wirst kriegst eine Schale aus der Ehe. Und du weißt nicht, was uitkommen wird, aber wenn du dort nicht gewiss hast, du wirst kriegst eine Schale haben.
Dan zeg ik dat ten tweede Mal, Gott, ik wil niet schalen. Ik weet niet, wen wordt wie nog gleich met Jezus te strijden, met Gott te strijden, maar nogmaals verzekerd ben ik zo. Schaf niet goed. Gott hat am 3 gesagt, du wirst geschalt haben. Und zum 3. Mal sage ich, Gott, ich will nicht schalen. Ich will mich freuen, dass die das Leben gut wird. Dat is mijn dank hoeveel dat is. En zij als kerk weer in een knappe tijd was. Ze hadden gebouwd als kerk. En ze hadden moest dat bouwen abgeven, wenn du wenig geld zum wiederbouwen. So ze hadden abgegeven. En in dem Moment, wo hij dit had, kwam hij een vision in. En hij zit op eenmaal, wo ze als kerk, zoals wanneer we hier worden zaten, hij zit, zoals wanneer hij een camera heeft en hij zit zoals van boven, zoals wanneer Jezus hem dat wies, wo ze als een zondagsmaar, zoals van de kerk is vol, die mensen loven en beten. En hij zit als een camera, hij zit deze ganze vision, wo ze als kerk de top komen. En de weg waar hij dat zit, is hij hier den zien gebed en Jan zien gebed. En dat is es, wanneer hij alle wen dat apport hier kon en kein vermixt sich met dat andere. Jana beten, Jana sagt Gott irgendwo zu Gott, Dankeschön für was du diese Weg getan hast. En hij is er met en hij freut sich. En dan komt einer, dan komt in de verre en hij zit dat op eenmaal ganz klar en zegt, Jezus, ik wil die al dit geld geven. En dat is einer van je broeder door in de kerk. Jezus, ik wil die al dit geld geven. En dan vliegt, als wanneer zijn Säule, zijn Kamera wordt, hij dus kijken, der vliegt nur den Bruder en zegt, yes, wie kunnen wiederbouwen. En dan zeg ik hem, Gott, weet, du denkst, krijgt es ja een jonge dachten. Wanneer dat eilig uitgegoten wordt, voor zo wat du niet gleichst, dan bist du untevreden. Wenn du was wiederbouwen, du denkst bloß an hier. Denk doch an, wo Gott geirrt wird, nicht dort, was hier auf Erde passiert ist. Und du klickst dann dort. Das sind die Gedanken. Sag nochmal, krieg so. Das wir brücken nicht einmal und denken, was wird das Geld, was ich geben will, für Ursachen. Ich habe einmal mit Personen geredet, wo sie verhandelt. Und ich sage Gott dankbar, dass wir aus ihrem Leben nicht so eine Kirche sind. Aber dat gibt so eine Menschen, die sagen, die kommen naar de kerk en zeggen, wenn je dit willen doen, dan ga ik $10.000 uit. Wenn je dat niet doet, dan niet. Wat is zo'n Einstellung als dat? En ik zie Gott dankbaar dat we niet in zo'n leven. We hebben een schwere Jahr hinter uns als kerk. Dat wordt zo leicht zijn om te praten. Wie wir gewarnt, dat hingen de Säuerarnd, de buren komen en meerdere buren en wie wisten al ongeveer wonen. En die worden allemaal hingen de Säuerarnd. Zoveel überschrieben, nur die Quentas. En in 2024 komt dat niet Säuer. Du kommst hier door een paar. En wie rekenden. En dan moesten we een paar Mal, dan waar we dit kunnen doen en Jan kunnen doen. En dan deden we zijn alweer leer te schrijven, immer wie kunnen. Gott helpt ons ook leer Sachen, Bilder te merken, so wie das wir können. Maar weet je wat? Gott hat das keinmal viele Leute. Wir sind diese Tooling, dass wir diese Städtchen haben, wir sind ungefähr 2-3 Hänge weiß, dass diese Städte aufgekauft worden ist. In diesem Jahr habe ich jeder Monat durch die Genot Gottes, wenn es nur Nummer das sind unmöglich, dass wir dieses Jahr können die Tollinge für jeden Monat merken, was ungefähr über $2.000 sind. Und Gott ist gnädig was jeder Monat. Einmal wird mal ein Monat zu lot, aber dann nächsten Monat können wir dann 2 Monate holen. Jeder Monat. Ich versuche diese Weg noch zu checken. Wie sind wir all dia? Jo, wir sind all dia mit alles. Dort ist, wenn Gott versorgt hat. Als wir am Anfang von dieser schweren Zeit wieder, dann sollten wir einmal als Lehrer stoppen und wir checken uns an, wie früher uns was wir bloß tun, dass wir überleben können. Und ich glaube, viele von uns Familien haben uns selbst gefragt, was muss ich tun, dass ich überleben kann? Das ist nicht bloß die Kirche, wie alle, aber ziemlich alle, nicht alle sind dieselben Negocios, aber die Akadie, die ist sehr wichtig für uns. Wir alle haben uns vielleicht irgendwann in der Tub gesagt und haben gefragt, was muss ich tun, zum Überleben? Und wir checkten uns als Lehrer stoppen und wir sehen, wir wollen dankbar sein. Das ist, was wir dann wollen. Wir wollen nicht prachen, wir wollen nicht kämpfen, wir wollen einfach dankbar sein.
dit wat hier passiert het, durch diese Früh, dat sie Jesus dit eil über jeder het, dat wir wat profetisch het. Sein Gott seine eil über Jesus, dat in Körper nicht wird twee gaan, oder dat nicht verwesen wird, dat nicht stinken wird, oder dat nicht verkommen wird, nur sterben. Bloß so bosig, die Minute, wo ein Körper stirbt, fängt er an zu verfühlen. Solange als du nicht frisches Blut und frisches Oxygen kommst, fängt der Körper an zu fühlen. Als Lazarus 4 Tage im Grab war, dann stinkt er all. Aber Jesus, sein Körper, hat nicht gestunken und ist nicht verfüllt. Wisst ihr das? Jesus, sein Körper, ist nicht verfüllt. Wenn es die Bibel sagt, dort klar, im Psalm 16, Vers 10, du wirst nicht zulassen, dass der Heilige seine Körper verwesen wird oder verfüllen wird. Gott würde nicht zulassen. Und was er diese Früh, sie mögt Jesus prophetisch reden. Das wir nicht diese Salve, weil das mögt, dass er nicht wird verfüllen. Das wir die Gnade und das Wunder Gottes, dass Jesus sein Körper wird ganz bleiben. So das Wichtigste von dieser Botschaft ist, dass ich und du, dass wir Gott ehren. In 1. Samuel 2, Vers 30 sagt, dass die, wer mir ehren wird, dem wird ich auch ehren. So du kannst von dir die fangen zu ehren, mit deinem ganzen Leben. Aber da steht, wo sich das rückweisen wird, als du das ernst meinst, oder nicht, wird an erster steht Geld sein. Und wenn wir können uns Geld, unsere Finanzen am ganz vertrauen, wenn wir am Ehren können mit dort und dort wir das Erste und das Beste am geben, dann wird wir geehrt werden dafür. Und das ist aber sehr wichtig, dass wir weiter, dass ich dort nicht da am geehrt zu werden. Das ist niemals das Ziel. Das Ziel, am Wort das geht, am Wort diese ganze Botschaft geht, ist, am Amt zu ehren. Amen. Da war Abstimmung. Ich weiß nicht, was deine Gedanken sind von dir für Amerika was. Und ich will Gott ehren dafür, wo früh wir als Familie, als Leben gewas sind. Port, was ich gerade sage, dass wir können, das ja durchmerken finanziell, oder so wie durchmerken als Bett nu, erst wenn hier treue Menschen sind in der Kirche. Aber viel wichtiger als dort, habe ich gesehen, wie Menschen anfangen, Gott zu ehren mit alles, was sie werden. Und besonders mit Erhaben Gott. Gott sagt, ehrt nicht mit alles, was du hast. Und ich werde ihn später voll merken. So, ich will einmal die Frau, dass du die Auto merken das und die feststellen das. Dass du Gott mit alles ehren das. Und stell dir vor, wo hat die später voll merken das. Was für ein Sehen das ist. Aber, nicht denk, wenn wir an uns Fleisch und unsere Menschlichkeit denken, wo leicht wie du noch ankommen. So als ich erst sehe, dass ich wohl ein klein bisschen ehren, bloß um damit Gott voll merken wird. Und wenn das Reichtum, so die Bibel ansagt, wenn das Reichtum mich kann leicht verlieren. Und Gott nie so, der kickt auf dein Leben rauf. Er kickt vom Buben auf dein ab. Stell dir vor, du wirst so sein als Gott. Und Gott kickt auf dein ab. Wenn Gott auf dein ab kickt und er sagt, das ist mein Junge, der will mir geben, omdat er bloß mehr kriegt. Und wenn er mehr kriegt, dann wird er das zwei merken. Glaub je Gott will die dann mehr geben? Glaub je Gott will die irgendwas geben, was die wird von am Weg bringen? Nee. So das Wichtigste ist unsere Gotteseinstellung am zu ehren. Wenn ich diese Gotteseinstellung von ehren habe, dann kann Gott auch immer sagen, kick, diese hat das begriffen, das mein Junge, die hat die Schule durchgemerkt, meine Tochter, die hat die Schule durchgemerkt. Die will mich ehren, bloß wenn sie mich einfach ehren will, nicht um was zu kriegen. Dann sieht Gott auch immer eine Gelegenheit, okay, hier kann ich mehr einander tun, hier kann ich mehr einander tun. Wenn sie sieht, so viel mehr einander tun, so viel hecher wird die Ehe worden. Nicht das Geld, so viel hecher wird die Ehe worden. Amen. Ich habe Ihnen feststellen, wo Gott uns sehen will,
en waar hij met ons taubschaffen wil en waar we aan Ere kennen en eerst steht. Vater, wir sei dir dankschen für diesen Vermehrung. Wir sei dir dankschen für das Wort, was du uns gegeben hast. Und ich bete, dass du uns anschieren kannst durch das Wort. Wo immer wir gefehlt haben, wo wir bloß eine falsche Einstellung gegeben haben, bloß wenn der andere jaft, oder wenn du gefragt wird, oder wenn das, oder wenn jemand. Und wo ich nicht wirklich mich lehren lasse von Herrn Jesus. Wo ich nicht am ihr will und wo Gott, der Vater, nicht in dem Mittelpunkt ist. Du vergib mich, Herr. Du lässt meine rechte, reine Gotteseinstellung haben, dass ich, wenn ich gebe, dass ich gebe, mit einem abrechnet Hort, mit einem Hort, was mein Vater verherrlichen wird. Und ich danke dir, Vater, dass hier so viele Personen sind, die die ihre, mit alles, was sie sind, mit das, was sie feilen, mit ihren Familien, mit das Eten, was sie auf dem Tisch haben, mit das haben Geld, was sie in der Bank haben, mit den Traktoren, was sie auf dem Stab haben, mit ihren Fortjen, mit alles ihre Seite. Ich danke dir dafür. Und lass uns wachsen in das, dass wir an erster Stelle nicht checken, wo Fall des Speckers waren, sondern dass wir an erster Stelle checken, wo wir die Ehre und Verherrlichung kennen. Da sage ich vielmal Dankeschön für Vater. Und ich bete, dass das Wort auf Gaude Erde fällt und kann Kiemen und Frucht bringen. Das Wort wird sich vermehren und das wird rausgehen und das wird ein Segen sein für diese und den kommenden Generationen. In die Namen Jesus Christus. Und wenn du einverstanden bist mit dieser Botschaft, dann sei mit mir taub. Amen. Amen. Gottes Segen.